Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau Zeitung Panorama. Diese Themen haben wir heute für Sie parat. Das größte Partylager in der Schweiz wurde am Sonntag eröffnet. Auf der Baustelle im Breitenrheinquartier geht die Intensivbauphase in die zweite Runde. Und das Citroën-Welttreffen fand in Brienz statt. Aber vorher haben wir noch die heutigen News für Sie parat. Der Kanton Bern warnt vor Ausbreitung. Laut den Behörden besteht aktuell die Gefahr, dass die Quagga-Muschel, eine gebietsfremde Art, in Thuner und Brienzer See verschleppt wird. Das würde nicht nur das Ökosystem schädigen, sondern auch die Fischerei beeinflussen und für Probleme beim Trinkwasserversorger sorgen. In Meiringen ist die zweite Fahrt wegen Hitze abgesagt worden. Die Dampfbahn Berglokomotive hat ihre Jungfernfahrt erfolgreich überstanden. Am Ende des Monats, genauer gesagt am 31. Juli, hat die zweite Fahrt stattfinden. Wegen Waldbrandgefahr findet die aber jetzt erst im August statt. Die 0-Grad-Grenze ist so hoch wie noch nie. Die Temperaturen und auch die Grenzen vom Nullpunkt bewegen sich in der aktuellen Hitzeperiode weit über dem höchsten Alpengipfel. In der Nacht auf am Montag ist sie sogar bis zu 5184 Meter über dem Meer erklommen. Das ist ein neuer Rekord. Das größte Pfadi-Bundeslager, welches je in der Schweiz stattgefunden hat, wurde am Sonntag im Oberwallis eröffnet. Rund 30.000 Jugendliche aus der ganzen Schweiz versammelten sich, um an dem zweiwöchigen Treffen teilzunehmen. Es ist mega super, es ist so gross und es ist so ein spezieller Anlass und ich bin mega stolz, da zu sein mit allen zusammen und es bringt auch alle irgendwie so zusammen. Ja, es ist mega toll. Ich kann ein bisschen weniger ziehen. Aber jetzt ist es gleich Ich finde es eigentlich auch noch gut. Der Hinweg war ein bisschen anstrengend. Ja, es ist auch noch cool, dass es alle 14 Jahre ist und dass ich es miterleben kann. Im Berner Breitenrheinquartier läuft aktuell die zweite Intensivbauphase des großen Städtebauprojekts De Neubreitsch. Das bedeutet, auch am Wochenende und in der Nacht werden die teilweise sehr lärmintensiven Bauarbeiten durchgeführt. Ben Abecklen weiß, wie die Betroffenen mit der aktuellen Situation umgehen. Wir sind jetzt seit 2 Wochen in der Intensivbauphase. Wir sind auf Kurs, die Arbeiten laufen sehr gut. Wir sind optimistisch, dass wir am 18. September mit der Intensivbauphase fertig werden. Wir haben ja sehr viele Rückmeldungen von den Anwohnern. Uns kann man auf sehr vielen Kanälen verwünschen. Also wir haben ein Baustellentelefon, wir haben ein Baustellenmail. Die meisten Sachen, die wir bekommen, sind sehr positiv. Also die Leute sind erfreut, dass es jetzt hier so schnell vorwärts geht. Aber selbstverständlich haben wir natürlich auch Sachen, die negativer sind, wie Lärmklagen etc. Ich hatte grösste Angst, was da alles auf mich zukommt, weil nach dem Lockdown, nach dem ersten Jahr Baustelle, nach Homeoffice und wieder Baustelle, ja, macht man sich schon Gedanken, wenn man für sich alleine dasteht mit einem Geschäft. Aber meine Kunden sind mir treu geblieben. Ich habe zwar laut Google eine Abwandlung von 50%. Aber ich bin da, ich arbeite, ich habe viel zu tun und ich freue mich auf das schönste Quartier in der Stadt Bern. Der Lärm hält sich für mich persönlich noch in Grenzen. Weil, ja, wenn man frei hat, dann ist natürlich klar, am Tag durch ist es relativ massiv. Jetzt am Anfang war es massiv gewesen. Aber jetzt hat es sich ein bisschen abgedämpft, dass je nach Bauphase wahrscheinlich
nehme ich an. Aber ja, eines ist so fertig. Ich denke, von dort her muss man es halt in Kauf nehmen. Ich habe sozusagen eine kleine Hörbehinderung, also ich kann die Hörgeräte rausnehmen und dann, wenn ich das Fenster zutue, ist es nicht so, für mich nicht so empfindlich wie jemand, der normal hört. In dem Sinne ist es eigentlich für mich noch eine positive Sache. Im Rahmen der 75-Jahr-Feier des legendären Kleintransporters fand am Wochenende das internationale Citroën-Treffen statt. Liebhaberinnen und Liebhaber aus ganz Europa reisten dafür mit ihren Sammlerstücken nach Brienz. Ben Abecklen hat das Event begleitet. Das ist ein Jubiläum, 75 Jahre. Es ist 75 Jahre her, wo der Wellblechbus ist geboren und der Rest ist vom Band gelaufen. Und das haben wir jetzt eben mal in die Schweiz geholt. Also wir haben im Moment Leute aus 8 Ländern. Es gibt heute noch ein paar Anreisen. Und das weiteste ist im Moment Finnland. Also Finnland bis Italien ist alles ein bisschen vertreten. Jetzt im Hintergrund sieht man einen Schatz von dir, kann man sagen. Mit dem hast du etwas erlebt. Das kann man sagen, ja, dass doch die 2 grössten Sachen waren. Die Reise durch Russland, das war ein Rechtsabenteuer. Und die 4,5 Monate durch Nordamerika, USA, Kanada, das hat nachher eigentlich die Liebe ausgelöst zu diesem Auto. Wie ist eine Passfahrt mit diesem 3-Gänger? Ja, langsam. Braucht Geduld für die hinten dran. Also das Arschloch ist immer vorne. Sorry. Wenn wir daheim starten, den Hausschlüssel drehen, dann ist Ferien. Nicht erst, wenn wir 3 meine Jungen sind, nach 5 Stunden Stau im Gotthard. Was macht eigentlich die Faszination aus von diesem Fahrzeug für dich? Ja, bei mir ist es natürlich das Erlebnis, das ich vorher vor allem und die Gemeinschaft, die wir zusammen haben. Wir treffen uns 5 bis 8 Mal im Jahr, ohne dass wir uns da gross anmelden oder so. Es ist einfach wirklich Freiheit pur. Wir schauen auch gerne, dass wir ab und zu nicht nur auf einen Camping gehen, dass wir eben etwas finden wie hier an diesem Wahnsinnsplatz, wo wir einfach frei uns aufstellen können. Das war's auch schon wieder mit dem heutigen Panorama. Auf unserer Homepage und in unserer App finden Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Themen. Unsere Kollegen vom Meteo News haben jetzt noch das Wetter für Sie parat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau Zeitung. Einen guten Sonntagabend und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Der Sonntag hat es im Namen heute alle Ehre gemacht. Es war ein Sonntag wie im Bilderbuch mit viel Sonne und blauem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen. Morgen am Montag wird es dann noch ein bisschen heißer. Wir sehen es hier auf dem Strömungsfilm und auf der Temperaturvorhersage. Aus Südwesten zieht hier die heiße Luft zu uns rein. Morgen Morgen schon ziemlich mild mit etwa 16 bis 18 Grad in den tiefen Lagen. Der Montagvormittag ist eine weitgehend sonnige und vielfach auch noch wolkenlose Angelegenheit. Bis am Mittag ziehen aber dann vom Jura her Wolkenfelder auf und über den Bergen gibt es immer mehr Quellwolken. Und speziell hier im Oberland wird das Gewitterrisiko auf den späteren Nachmittag her bereits ansteigen. Gegen Abend dann auch im Flachland und Richtung Jura und auch hier im Emmental beispielsweise ein steigendes Gewitterrisiko. Temperaturen maximal bei rund 33 Grad mit einem bisschen auffrischenden und teilweise eben dann auch mäßigen Südwest- bis Westwind. Die Gewitter, die aufkommen gegen Abend, können zum Teil dann auch kräftig ausfallen. Auch in der Nacht auf den Dienstag wird es weitere Regengüsse und Gewitter geben. Am Dienstag dann vor allem Richtung Berge noch ein paar Schauer, sonst wird es auch wieder recht sonnig bei noch etwa 26 Grad, also doch ein deutlicher Temperaturrückgang. Am Mittwoch und Donnerstag teilweise recht sonnig, vor allem im Flachland 28 bis 30 Grad. In den Bergen gibt es Schauer und Gewitter. Am Freitag dann wieder mehr Wolken, weniger Sonne, Schauer und Gewitter, die durchziehen bei rund 25 Grad. Und am Samstag dann wieder ein Übergang zu recht sonnigem Wetter. Vor allem in den Bergen haben wir aber auch noch ein paar Regengüsse und hier dann rund 24 Grad. Ja, es gibt nicht mehr so eine heiße Woche, meine Damen und Herren. Das Gröbste in Sachen Hitze haben wir zumindest vorläufig mal überstanden. Das war von den Aussichten für die Region Bern. Auf Wiedersehen und ganz einen schönen Sonntag.